Leute der Meinung, was ist der Rolle oder Ort, meistens gesagt, von Jiddisch in der allgemeinen jiddischen Limudim heutzutage? Nur ich wollte gemacht einen Unterschied zwischen im Prinzip und Realität. Im Prinzip, ich meine, ist die Anerkennung in jiddische Limudim als jiddische Sprache, Literatur, das ist ein integraler Teil. Kein Programm ist nicht ganz an dem. Ich meine, das ist ziemlich universal. Keiner wird nicht sagen, das ist nicht wichtig. Man darf es nicht. Und mir dachte sich, lernen jiddische Literatur in Übersetzung ist noch als ganz populär. Ich fühle nicht wie besondere Kursen. Ich fühle, der Kurs ist Jewish Literature. Ich meine, oder ich fühle Comparative Literature, oder was es soll nicht sein. Ich meine, als jiddische Literatur in Übersetzung ist, bleibt. Das ist eine ganz starke Position. Mit Sprache ist es ein bisschen ärger. Mit Sprache ist es ärger. Erstens, nur Amerikaner haben nicht lieb fremde Sprachen. Trotzdem, was ist, du weißt, das Lernen Hebräisch ist eine Sache mehr verspreit. Eine zweite jiddische Sprache ist, ich meine, wir werden davon hoffen auf bessere Zeiten für Humanistik, Bechlal. Und demnach wird euch Jiddisch ablecken, ein Beindel. Aber es ist anerkannt, es ist mehr nicht keine Innovation und es ist mehr nicht kein Chiddisch, das zu haben. Also man darf noch hoffen auf eine Zeit, wenn speziell das Sprachlimit wird werden stärker. Aber das ist verbunden nicht nur mit Humanistik, nur mit fremden Sprachen in Amerika. Ja. Und ich will fragen, dieselbe Frage wegen jiddischen, misrach-europäischen Limudim, nicht nur für amerikanische Akademiker, sondern auch euch in Russland. Was? Oh, ich bin ein bisschen mehr optimistisch dort. Das heißt, in Russland, in Ukraine, in die Länder von gewesen im Sowjetenverband, vor allem in Mitteleuropa, aber ich habe weniger zu tun mit Polen und anderen Ländern. In jenen Ländern, sie wissen, als Jiddisch ist die Sprache von sehr Seides, Bobis, von sehr eigener, es ist integral. Und noch eine Sache, was ist sehr anders dort. Ich meine, der Interesse ist größer dort, dem haben wir es gesagt. Dort ist Literatur wichtig. In den Ländern von Mitteleuropa ist Literatur sehr wichtig. Jeder gebildete Mensch in Russland lernt Dostojewski bis heute. Und Bechlal lernen große Schreiber, es ist ein Simen von seinem gebildeter Mensch. Und es ist uns, nur es hat zu tun mit den Sachfaktoren, wieder einmal heint, in solchen Ländern, wo es das sagt Zensur von der Presse, ist anstatt lernen Zeitungen, lernt mit Büchern. Aber ich sage das, weil ich meine, die letzten Jahre, die letzten 10 Jahre, hat man eine Sache übergesetzt, jiddische Literatur auf Russisch. Besser oder ärger, einmal besser. Und es ist da, ich meine, eine Sache Interesse in dem. Es fühlt sich nicht so weit. Es fühlt sich ganz nah. So da Ähnlichkeiten zwischen den Literaturen, die jiddische Literatur und wir sagen die russische Literatur. So da Ähnlichkeiten zwischen den Sprachen von Idiomen und Terminen. Und institutionell ist noch ärger dort wieder. Das heißt, wie viele Leute können sich lernen, jiddische Sprache und Literatur in einem universitätischen Kurs? 2, 3, es ist, institutionell ist eine Sache ärger. Nicht auch kein Geld, nicht auch kein Geldgeber.
Aber wahrscheinlich gesellschaftlicher Interesse ist, ich meine, der gesellschaftliche Interesse zu lernen, ein jüdisches Buch in Übersetzung ist größer in Russland oder in Ukraine und es auch in Polen wie in Amerika. Nun, weil wegen Musik ist dieselbe Sache. Aber wieder einmal, ich habe ein bisschen mehr Interesse dort. Ich bin mehr, wie du hörst, mehr optimistisch dort wie da.